Was ist denn da los? Ich kann nicht sicher. Ja, kurz bevor das Video anfängt, wollte ich euch sagen, dass viele, also ein, zwei Leute haben halt schon in den Kommentaren bzw. Privatnachrichten oder auch mir privat gesagt, du mutzt in den Videos relativ viel. Und ich muss sagen, das ist kein Mutzen. Wenn ich mutzen will, dann ja, würde man das hören. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht und so. Aber ich tue definitiv nicht mutzen. So. Das habe ich einfach wieder gesagt. Es ist einfach nur für mich Unterhaltung. Ich tue halt versuche das Ganze ernst zu nehmen mit dem Straßenverkehr. Und ja, es ist kein Mutzen, auf jeden Fall. Auf keinen Fall. Wenn ich mutze, dann hört man das definitiv. So, wenn jetzt einer vorne durchdrückt und ich sage, oh Gott, verdammt, das ist dann Mutzen. So, aber ich sage jetzt mal, irgendwie, ja, 90% von der Zeit nutze ich nicht. Gut, das noch kurz dazu. Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Die haben wir gerade erkannt, sind meine zukünftigen Fans. Nein, genau, herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, genau, jetzt sind wir gerade durch Nefti durchgefahren und da hat es mich erinnert, als ich das erste Mal in die Treppe gegangen bin. Nach ist die Treppe, könnt ihr gerne googlen, in Neftenbach. Habe ich meinen Mazda gerade schon abgeholt und die ersten paar Minuten gehabt. Und bin dann dort hingefahren. Also sind wir heimgegangen, haben alle das Auto bestimmt, boah wie geil das Auto und bla bla bla, hast du nicht gesehen so. Ich habe natürlich noch null Ahnung gehabt, ich bin vielleicht 2 Stunden oder nicht einmal mit dem Mazda gefahren, mit dem Auto gefahren. Und ja, dann sind wir dann ziemlich direkt dann auf die Nefti gegangen und ich habe schon gewusst, die Felgen sind halt nicht eingetragen gewesen. Und ich habe mich wieder der grösste Bastard gefühlt, also im negativen Sinn. Wie der grösste Hurenverbrecher habe ich mich gefühlt so. Hoffentlich sehen sie mich ja mit dem Auspuff fahren noch mehr auf und so, mega Schiss gehabt. Ist nie passiert so, weißt du. Das passiert wahrscheinlich selten, also ja, das musst halt Pech haben, dass dich verwünscht. So, es ist nicht erlaubt, das ist mir klar. Aber ich sage jetzt mal, wenn du, wie viel Mal wirst du von der Polizei angehalten? Also weißt du, was ich meine? So. Und natürlich auch davon, was du für ein Auto hast, wie du angehalten wirst, wie du dich verhaltest. Genau, kommt natürlich immer auf viele Sachen davon. Aber eben, ich habe einfach schon mega Schiss gehabt. Scheiße, wenn ich jetzt angehalten werde, wie wird ich dann zerfickt? Weißt du, was ich meine? So, mega Schiss habe ich gehabt. Das ist jetzt relativ spontaner Motovlog, mich hat gerade die Szene, gerade die Geschichte ein bisschen erinnert, jetzt, als ich da durchgefahren bin. Und ich hoffe, wir kommen relativ schnell durch. Und genau, schon durch. Nein, und genau, das hat mich einfach kurz so erinnert. Ich habe ja schon 2-3 Mal über mein Auto geredet. Heilige Maria, Mutter Gottes. So, nein, eben wie gesagt. Ich habe ja schon 2-3 Mal über mein Auto geredet und da ist es wirklich noch, habe ich noch gar nichts dran gemacht. Jetzt mittlerweile, so wie das Auto mittlerweile, was machen die bitte? So wie das Auto mittlerweile ist es erlaubt, ich habe mega viel daran gemacht. Aber da ist es einfach noch nicht erlaubt gewesen. So, oder? Und ja. Ich könnte auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal einen Motovlog mit dem Auto machen sollte, also einen Autovlog oder keine Ahnung, wie man das nennt. Und genau, es ist mir gerade jetzt, wo der andere so relativ dicht auffährt da hinten, ist mir, das sehen die wahrscheinlich nicht, ist mir gerade jetzt eine Geschichte in den Sinn gekommen. Und zwar war das so gewesen, dass ich gestern also Richtung Winterthur gefahren bin, nicht von Schaffhausen und von Zürich aus. Es gibt vielleicht, ja, ich weiss, der eine oder andere hat halt dort kurz vor Wülflingen ist es gewesen. Und ich bin schon, ich sage jetzt keine Geschwindigkeit, aber ich bin schon zügig gefahren. Und dann ist einfach ein Fuck, und ich bin dann halt mit meinem X5 und dann ist er gefahren.
Und ich bin schon zu schnell gewesen. Und nicht 1-2 zu schnell, sondern schon zu schnell. Und dann war der BMW hinter mir gewesen und richtig dicht aufgefahren. Ich habe etwa 1-2 Minuten oder keine Ahnung, ein paar Sekunden lang bin ich halt nicht rechts übergegangen und habe wirklich, ohne übertrieben, ich habe darauf gewartet, dass er Licht hupt. So, ich habe richtig wollen, dass er, also weißt du, was ich meine, ich bin ja schon schnell gefahren und dann dort noch so dicht aufgefahren und dann habe ich nach ein paar Sekunden oder vielleicht auch Minuten, ich weiß nicht mehr, wie lange es gegangen ist, einfach habe ich dann gesagt, komm, leck mir am Arsch, und dann bin ich rechts übergezogen und der, wie ein Pick, da hat ich weiß nicht, wie schnell das gefahren ist. Also er ist sicher auf der 100er Strecke sicher 130 gefahren. Safe. So. Könnt ihr denken, wie schnell dann ich gefahren bin. Aber der ist safe 130 gefahren. Und dann ein bisschen kurz vor Henkert, halt, wo man runtergeht auf Henkert rein, kurz vorne da ist ein Mini, glaube ich, das gewesen. Die sind ja auch rechte Maschinen eigentlich. So eine Mini von ganz linker Spur, rechts durchgezogen, voll, und dann, ich glaube, sogar noch über die überzogene Linie. Also wie eine Sau. Also gestern die letzten paar Minuten, bis ich heim bin, sind sie weit so gefahren, wirklich. Also ich muss auch sagen, ich habe mich ziemlich aufgeregt. Wie soll ich sagen, ich bin selten so aufgeregt wie dort gewesen. Aber hat mich schon recht genervt. So. Aber vor allem, wenn einer so nahe hinter dir fährt und du fährst schon verdammt schnell. Bei mir ist es so, ich denke so, dann so, ich bin der Double, weißt du? Aber ich bin nicht der Double, das ist der hinter mir, ist der Double, weil der hat schnell fährt in dem Sinn, weißt du? Und ich lasse mich dann noch drängeln, das ist eben auch nicht so gescheit. Genau. Ja. Ich habe mal Lust gehabt, um einfach so ein bisschen zu fahren, wenn es so Sonnenuntergang ist. Es ist zwar immer noch relativ warm, aber du Mädchen, musst aufpassen, hä? Was soll ich jetzt sagen? Relativ warm, aber es ist jetzt chillig und die Sonne untergeht. Geile Sicht, geile Vibes, oder wie auch immer. Habt ihr das mitbekommen, dass in Winterthur, das ist ja eine Velostadt, und da hat ja eigentlich schon jedes Velo sein eigenes Lichtsignal etc. Hast du nicht gesehen? Und dass die eigentlich, ich weiss nicht ganz genau, wie der Gesetzestext geheissen hat. Vielleicht so nach Weed, ich weiss gar nicht. Aber es sollte so gewesen sein, dass auf jeden Fall die beim Rechtsabbiegen nicht, also dass die über Rot fahren beim Rechtsabbiegen so. Begründung, was ich gehört habe, so, ja, sie haben schon mega sichere Straßen und bla bla bla. Aber ich finde, das ist, also eben, ich bin kein keine Ahnung was. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn man sichere Straßen hat, dann darf man doch nicht so etwas einführen, wo über Rot, egal ob das jetzt rechts, links, geradeaus, aber über Rot fahren ist einfach... Was ist denn da los? Ich kann nicht dir sicher. Aber wahrscheinlich meine, schau mal das Auto, wie geil. Nein, aber wahrscheinlich meine einfach über Rot fahren, egal ob jetzt links, rechts, geradeaus, ja wie immer, aber es ist einfach scheiße. Und dann die Begründung so, ja, es ist schon genug sicher, wir haben schon genug sichere Straßen. Weiss ich nicht, egal ob das so, oh jetzt hat es mich gerade geblendet, ob das so gut ist in dem Sinn, weißt du? Ob das eine so gute Idee ist. Ich will sagen nein, aber... So. Da sind auch immer hure viele Leute am rumhängen. Das ist auch hure krass eigentlich. Mir ist jetzt egal, ich fahre jetzt langsam, aber... Nein, ich weiss nicht, was das war. Also, es ist ja zum Glück nicht angenommen worden. Aber ich weiss nicht, manchmal, was den Leuten in den Kopf hineingeht, die haben einfach zu lang im Büro am Hocken und zu wenig von der Realität mitbekommen. Oder ich weiss es nicht, was dort dann nicht richtig läuft, ganz ehrlich. So, richtig neu ist abgestellt.
Dann musst du hinfahren, stoppen. Nein, das ist irgendwie nicht so meine Welt, finde ich, ganz ehrlich. Gut, okay, ich würde mal sagen, wäre es das gewesen für das heutige Video. Vielleicht nehme ich gerade noch ein zweites auf und dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Oria Obscura 94. Ciao miteinander.